Du am schnellsten Muskeln aufbauen kannst, das erfährst du nach dem Intro. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Fitnessgrundlagen Teil 2. Heute reden wir mal über, wie man am schnellsten Muskeln aufbaut. Zum Muskeln aufbauen sind 3 Faktoren wichtig. Je besser die Faktoren aufeinander abgestimmt sind, desto mehr Erfolg werden ihr langfristig im Muskelaufbau haben. Faktor Nummer 1. Wir brauchen den Reiz, dass der Muskel überhaupt wächst. Den Reiz holen wir uns vor allem im Training. Sprich, durch viel Gewicht und wenig Wiederholungen reizen wir den Muskel jedes Mal zum Wachsen. Wichtig ist auch, dass wir das Gewicht nach der Zeit erhöhen. So als kleines Beispiel, sagen wir, ihr fangt an mit 60 Kg Bankdrücken, schaffen mit dem 7 Wiederholungen. Jetzt nach einem Monat schafft ihr aber mit 60 Kg schon plötzlich 10 Wiederholungen. So, das heisst, ihr müsst jetzt mit dem Gewicht rauf, könnt zum Beispiel 2,5 Kilo rauf oder sogar 5, je nachdem halt, wie viel Erfolg ihr habt. Und schaut, dass ihr nur wieder die 6 bis 8 Wiederholungen schafft. Das macht ihr dann wieder so lange, bis ihr dann wieder mehr schafft und dann das Gewicht wieder rauf. Wichtiger Punkt ist auch, dass ihr eure Übungen periodisch ändert. Sprich, zum Beispiel alle 2 oder 3 Monate andere Übungen macht. Mit dem könnt ihr andere Muskelfasern erreichen und könnt so neue Reize setzen. Was ihr vermeiden solltet, ist vor allem das Überreizen der Muskeln, sprich Übertraining. Übertraining ist meistens ein Problem bei den Anfängern. Weil Anfänger haben das Gefühl, je mehr man macht, desto mehr bringt es, oder? Das stimmt nicht. Vor allem als Anfänger sollte man maximal 2 bis 3 Mal in der Woche trainieren. Kommen wir zum Faktor Nummer 2, die Ernährung. Dass der Muskel wächst, brauchen wir einen Kalorienüberschuss. So, was ist genau ein Kalorienüberschuss? Als Beispiel, sagen wir, euer Körper verbraucht im Tag 2000 Kalorien. Jetzt müsst ihr durch die Ernährung mehr als 2000 Kalorien zu euch nehmen. Sagen wir zum Beispiel 2200 Kalorien. Durch das sind wir 200 Kalorien im Überschuss und durch das wächst der Muskel. Das ist auch, wie ihr eure Kalorien zusammensetzt. Theoretisch könnt ihr eure Kalorien mit Süßem, mit Chips oder so füllen. Aber das ist nicht so optimal für den Muskelaufbau. Ich würde empfehlen, genug Protein nehmen, dann langkettige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Vollkornprodukte, Reis, Kartoffeln, natürlich auch Fett im Aufbau. Aber dort sollte man halt achten, dass man nicht zu viel Fett nimmt. Also ich sage dort immer ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht im Tag an Fett. Protein würde ich 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht nehmen im Aufbau. Zusätzlich ist auch noch wichtig, wenn ihr eure Mahlzeiten nehmt. Das wäre, wenn ihr euer Essen in 6 Mahlzeiten aufteilt. Faktor Nummer 3, die Erholung. Euer Muskel wächst grundsätzlich in der Erholungsphase. Sprich, wenn ihr daheim sind, auf dem Sofa liegt und vor allem, wenn ihr schlaft. Ich würde empfehlen, mindestens 6 Stunden bis 8 Stunden oder man kann noch mehr. Je nach Körper ist das halt ein bisschen anders. Er erholt sich schneller, die anderen brauchen länger. Wichtig ist auch noch, dass ihr den Muskel, den ihr trainiert habt, erst wieder nach mindestens 48 Stunden, am besten wäre natürlich 72 Stunden, dass euer Muskel komplett erholt ist. Wenn ihr jetzt den Fehler macht und nach irgendwie 20 Stunden findet, ihr trainiert den Muskel wieder, könnt ihr genau das Gegenteil vom Muskelwachstum bewirken, indem dass der Muskel sich nicht richtig regenerieren kann und durch das können Verletzungen entstehen. So, das wären die 3 Hauptfaktoren gewesen. Jetzt gibt es theoretisch noch einen 4. Faktor, den können wir aber selber nicht beeinflussen. Das ist unser Körper, sprich unsere Genetik. Es gibt halt Menschen, die schauen eine Hantelbank an und ihre Muskeln wachsen nur schon vom Anschauen. Dann gibt es andere, auch Menschen, die müssen für jedes Gramm Muskelmasse kämpfen. Falls du jetzt eine schlechte Genetik hast und so, gib nicht auf. Auch du wirst dein Ziel erreichen. Das wären die 3 bzw. 4 Faktoren, die dir beim Muskelaufbau helfen. Zusätzlich möchte ich noch sagen, je besser die ersten 3 Faktoren miteinander zusammenspielen und je besser die aufeinander abgestimmt sind, desto mehr Erfolg wird man haben. Das war es auch schon wieder gewesen. Falls es dir gefallen hat, lass einen Daumen da, abonnieren, dass nichts mehr verpasst ist. Bis zum nächsten Mal. Peace!